Goedemorgen allen, dit is John Peters hier van deel Zinnend, juni de eerste. We wensen jullie een goede juni maand en we zijn in Matteaus, kapitel 22, beeld 3 met gedanken uit Gottes woord. Also dat vijfmaal vangen we in Matteaus kapitel 22 aan. En dat wordt immer groffer, immer strenger. Jezus ging de Farizeeër, ging de Sadduceeër en ging de Herodische mensen en ging de schriftgeleerden. Dit waren verschillende groepen wat de leraar werden in Israël. Aber nicht bloß in Israël, sie waren ook de tempellehrer, von der wir vielleicht kennen sein, de Kirchenlehrer zu der Zeit. Wat wir ertroffen mit Jesus? Wel, hij ziet zoveel grove dingen veranderd. Hij ziet dat hij Gott zien zien. Hij namt Gott zijn voeder. Hij ziet hij wie al ver Abraham gewas. En zo weer. En dat kunnen ze bloos niet handelen. Wel kon dus mens van Nazareth de Messias zijn, de Heiland. Want ze hadden de schrift studiert, dan würden ze dat alle zijn gaan. Hij werd in Bethlehem geboren. En hij wordt dienen, hij wordt heilen. Gott weer met hem. Nicodemus, der wir sei dich bei, er sagt, wie weiten dat, wenn Gott ihn nicht geraubt hat, dann, bloß ein Prophet konnte diese Dinge tun, was die da ist, entschuldige dafür. Und, nur dat Lewig hat sich auch bekehrt, wenn wir der Jesus halten begraben, dat wir Nicodemus und Josef, beides Pharisäer. Und so, wir kommen hier in Geschichten an, wo Jesus immer da op de leider ihre Teils abstoppen dat met zijn Geschichten. We hadden die Geschichte van wo de König dat vijfmaal om eingeloot had zijn kaas. En de kwam alle gleich, de rijke en de grootste de kwam gleich. En zo dan roept de König al de armen en de plagers en die komen dan te de kaas. Wat zegt Jezus te deze Farizeeër? Die zijn het eerste, wanneer je het niet wil. Dat wordt even hupsen naar de armen, naar de plagers en dan weer naar de heiden. En dat zijn zo'n dingen wat in zo'n amtelijk werden. Zij werden je dat uit de wereld volgen. So, jedes Mal, wenn Jesus reden deed van dat Evangelium moet voor de ganze wereld zijn, dat brandt. En zo nu hebben we de Sadduceeër. En de Sadduceeër, dat we de andere partij, we hebben van de Democrats en Republicans, tot die tijd waren Farizeeër en Sadduceeër. De Sadduceeër waren alle liberal, wat we zeggen op Engels. Die waren alle, en dan die hebben dingen, die waren niet zo ganz op dat gezag houden. Ze waren alle politisch gezag. Alle in de regering en zo wieder. En dit leven het niet aan de auferstehung. So nu is het wat in, om Jezus proeven en een eigen te geven. En waarom doen ze dat? Wel, ze willen Jezus hier te niks merken. Ze willen Jezus zijn credit wegnemen. Ze willen Jezus zijn naam en blad brengen. Für die Menschen. Aber was so weit haben sie noch nicht können. Jesus hat immer eine Antwort vererntet. Zum Beispiel, viermal frühen sie an, es hat reicht Tags zu tun. Well, sie wollen haben, wenn er sagt, ja, da würden die Juden gegen Jesus sein. Wenn die wären sehr gegen die Römer, hat einen großen Hut gegen die Römer, nicht sagt es Jesus, wie sollen Tags tun. Wenn er würde sagen, nee, da würden sie ihm anhängen, zu das Gesetz, wegen das hat gesagt, die dürfen nicht Tags tun. Aber Jesus will sich fährt dort und sagt, wies mir mal einen Cent. Dan fragt er Ent frei, wem zijn beeld als op dit Zandboom? Dan sagen sie den Kaiser sind. Die würden von der sein den Präsident zien. Dan sagt Jesus, je hebt den Kaiser, wat ziet es? En je hebt Gott, wat ziet es? En hadden ze niets kunnen doen, om arm in de eigenen geven. Nu zijn we bij de Sadduceeër. En die vrouw nam een interessante vrouw. En dat zegt hier in Matteaus 22, 23, dat deze Sadduceeër groep blijft niet meer an der Auferstehung. Die glauben nicht, dass Menschen würden vom Tod abstehen. Die konnten das so zu hören, oder die dachten, entschuldige, ich dachte, ich hier bin, die dachten, dass wenn die ist mit dem Leben fertig bist, dann sind sie was. Dann bist du bloß fertig. Du warst vielleicht keine Strafe und du hast nicht von die. Die Pharisäer glauben aber an der Auferstehung. Und die glauben an der Auferstehung. Wenn du einmal geboren bist, du warst immer sein. Du warst immer wo sein. Und
Die Schrift redet von zwei Städten, nicht so? Der Himmel oder der Hell. Und so nu kommt diese mit einer Frau ab und das hat mit der Auferstehung zu tun. Seien sie Meister, uns Ehepaar, nicht so? Wenn ein Mensch starb und der hat keine Kinder, okay, ich will ein bisschen abpacken. Moses said, nu sagen sie zu Jesus, Moses said, wenn ein Mann starb und der keine Kinder hat, dann soll den Mann, sein Bruder, die Mumie zu früh nehmen und soll Kinder haben und den ersten Bruder sein nehmen. So die Kinder würden den ersten Bruder sein halten, wenn der gestorben wäre. Nu sagen sie, nu wären manch uns 7 Brüder und der älteste Bruder, der befreit sich, oder der erste Bruder würden sie sein, der befreit sich, ich sehe keine meine Farsen, und als er starb, dann leidt er die Witfrau hängen und hat über keine Kinder. Und so der nächste Bruder nahm er zu früh. Und die 3 ganz bei den 7. Und dann starb die Früh, sagen sie. Nu haben sie eine Frau für Jesus. Wenn das ist alle abstehen vom Tod, vielleicht haben sie sich ein bisschen so spektakelt oder whatever. Wems von den 7 Jungs, wems früh wird sie sein? Wenn die haben alle was früh gehabt. Jesus sagt zu ihnen, die weiß nicht, was die fragen. Die haben keine Wissenschaft von was geschrieben ist. Die wissen noch nicht die Kraft Gottes. Die verstehen nicht die Kraft Gottes. Wenn die von der Tod abweichen, und Jesus sagt, die Tod wollen abweichen, da wird es nicht Männer und Frühes geben, sagt er, oder Husbands and Wives. Dann gibt es nicht Ehepartner. Und sie wollen so sein, als der Engel im Himmel. Aber wenn die Tod vom Leben aufstehen, wo weiß die nicht mehr, was Gott geschrieben hat. Alright? So, nu fragt Jesus eine Frau. Wenn die Tod nicht vom Leben aufstehen, warum sagt Gott dann, ich sehe den Gott von Abraham, Isaac und Jakob, wenn Gott nicht der Gott von der Tod ist, aber von den Lebenden? Und das sagt den Menschen, die wundern sich über an. So, nu habe ich hier ein paar Themen bekeken. Warum sieht das gesagt Moses, dort wenn ein Mann starb und eine Witfrau hängen leidt, dort den Mann sein Bruder soll er zu früh nehmen? Das wird das gesagt Moses. Und das wird getan. Alright, für ein paar Ursachen. Die Israeliten, die hatten einen großen Wert, oder die hielten viel von der Erstgeburt. Das erste, wie man Gott sieht. Das erste von der Arnd, das erste Kind. Aber der erste, oder das älteste Kind, hat eine große Verantwortung, für Mama und Papa zu sein, wenn Mama und Papa erst alt geworden wären. Und so, das fehlt, dass die Kinderland wird wiedergehen. Und so, wenn ein Mann starb ohne Kinder, dann wird den zweiten Bruder seine Aufgabe, sich mit dem Mumie zu befreien. Und wenn sie tot Kinder hatten, dann halten den ersten Mann seine Kinder, wenn der tot wird. Warum? Um das System wieder an, Nummer 1, Eltern ehren, für die Eltern versorgen, und dass die Erstgeburt soll wiedergehen. So, das wäre ein guter Plan. Nach einer Ursache, warum Gott das ist, dass die früh so eine Stät haben. Gott ist ein Gott von Life, von Genot. Und er will dafür, dass eine Früh soll nicht bloß handfreigetäuscht werden, oder uitwarm, oder verkauft werden, aber die Früh soll eine Stät haben. Und so den Bruder seine Aufgabe wir, sich mit dem Mumie zu befreien, und wenn sie Kinder haben, dass wir den ersten Bruder sehen. Das wird ein ehrbares System. Das wird ein System von Ehren, von Gott gehorsam sein. Aber diese übertrieben das Lied und sagen, dass diese Mumie hat 7 Männer hat, mir alles Brüder, sind alle gestorben. Nu haben sie eine Frau für Jesus in der Auferstehung, und sie bleiben nicht mal an der Auferstehung. Aber in der Auferstehung, wems Mumie wird sie sein. Und Jesus sagt hier, lese ich gleich, die sind die Schriftgelehrten. Weiß ich gleich, Matteaus das? Sagt er, wenn du ist vom Tod abstehen, wir wollen nicht eure Partner haben. Und so die erste Frau, wo wird es im Himmel sein? Habe ich im Himmel eine Frau? Wenn er das nicht hitzt, mir so, nee. Meine Frau, das wird, meine Frau wollen bad, Jesus seine Brut sein. Das sagt, wir wollen ans Kahn, wenn das sagt, wir wollen ans Kahn, das ist wie ein Kahn sein. So, wir wollen uns miteinander Kahn, ich will weiten, wer du bist, und die wirst weiten, wer ich sie. Wir wollen unsere Kinder Kahn. Aber wir wollten viel höheres System sein, wir wollten viel bessere Dinge sein im Himmel als befreien. Wir wollen alle mit Jesus befreit sein, sagt die Schrift. Lese ich dort in Korintherbrief. Okay? En ook in Epheser Kapitel 5, wo es sagt, dass wir sind die Brut Jesu Christi und Jesus hat sein Leben gegeben für die Kirche.
vielleicht so sagen, Mann, hier auf Erden hätte früher gut sein, nicht so? Und so, diese waren hier ganz zu schon, so zu sein. Sie hatten eine von die Frau, und Jesus der dann bewiesen, die haben was gelesen, die wollten nicht mehr von was die reden. Dann sagt Jesus, ich habe eine Frau verjüngt. Die glauben nicht an der Auferstehung, sagt er zu ihnen. Warum sagt Gott dann, und sie glauben an Gott, sie glauben an Abraham, Isaac und Jakob, warum sagt Gott dann in der Schrift, ich sehe den Gott von Abraham, Isaac und Jakob? Warum seht ihr nicht, ich wir den Gott von Abraham, Isaac und Jakob? Nur dort nur sind diese Männer nach Ruhe. Wo sind die? Jo, die sind in der Ewigkeit. Jesus hat sogar in die Geschichte, wo Abraham im Himmel ist und hat den armen Lazarus in seine Schuld, nicht so? Alright, so dann haben die Menschen sich hier gewundert über wo war dieser wir und wo das Müll gestoppt hat. Und dann kommt die Pharisäer ab, die sagten, das ist das Ende. Die sagen, wir testen. Dann fragen sie, was ist der größte Gesetz im Gesetz? Was ist der größte Regel im Gesetz? Was ist das höchste Gebot, würde sein? Und er sagt, kurz, Gott zu lieben mit all dein Hort, mit aller Seele, mit aller Kraft. Und dann sagt er, das ist das Erste. Das Zweite, je Nachbar soll leben als ihn selbst. Wenn die diese zwei wollen gehorchen, das ist, wo das ganze Gesetz sich anhängt, auch die Propheten. Interessant, nicht so? Dann sagt Jesus, nu hat eine Frau verjüngt. Sie haben hier getestet und die sagten, nu hat eine Frau verjüngt. Wo kann der Heiland David sein Sehen sein, wenn David übersagt, er ist sein Haar? Alright? So David hat gesagt, dass mein Haar, der wird ein Tag wie Gott seine rechte Hand setzen, Matteaus 22, 44. Wo kann er beides sein? David sein Sehen, auch David sein Haar. Und das sagt, sie hatten keine Antwort für ihn, wenn sie hatten Angst vor ihm, auch für die Menschen. Wenn sie nicht hatten gesagt, dass David wie reich, dann würden sie bekannt haben, dass der Heiland ständig verehrt. Wenn Jesus kam von der Land David, von beiden Seiten, von Josef seine Seite, auch von Maria seine Seite. Sie waren beide von der Land David. Sie waren beide König David seine Nachkommenschaft. Gott hat ja gesagt, dass David sein Thron wird einer der Jahren in aller Ewigkeit, nicht so? So David nannte am Haar, über diese heute David sein Sehen. Wo kann das sein, sagt Jesus. Sie wissen, wenn sie dort wohnen würden, dann würden sie bekannt haben, dass Jesus wieder Heiland. Eigentlich kann es von dir bekannt, dass Jesus der Heiland ist. Wie können sie das beten, Herr Jesus? Du bist gekommen, du bist der Heiland. Du hast für meine Sinn betont. Nu freue ich, dass du wirst in mein Hort ankommen, mir raten, mir regieren, mein Heiland sein, in Jesus' Namen. Beschreib sagt, wenn du dort Gebet hast und dort gemeint hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Die denkst vielleicht so leicht. Jo, weißt du, warum es so leicht ist? Wegen der schwere Arbeit hat Jesus halt getan. Er ist halt gestorben. Er hat mit seinem Dieren Blut an seinen Sinn betont. Wir dürfen das bloß annehmen. Das ist, warum sich das so leicht spielt, nicht so? Aber das wird wie nahen Genot und Barmherzigkeit. Man kann ihn sehen, von der Trainer das gewöhnliche Programm.